beruhigen Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbacher. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Herzlich willkommen daheim. Schön, dass ihr dabei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, euch ganz herzlich heute Abend am Donnerstag zu unserer traditionellen Stunde des gepflegten Gesprächs willkommen zu heißen. Wir haben uns heute vorgenommen, einmal so eine grundsätzliche Frage zu stellen. Denn das interessiert ja immer wieder. Was zählt denn eigentlich im Leben? Was führt einem dazu, dass man ein bisschen zufriedener durch den Alltag geht? Vielleicht sogar glücklich und dass man diesen Zustand auch eine Weile aufrechterhalten kann. Dazu haben wir ein paar spannende Gäste einladen, die von ihren ganz persönlichen Glücksmomenten und dem Umgang auch mit ihren Niederlagen zu berichten haben. Die folgenden Gäste sind nämlich meine Gesprächspartner. Er hat das fast Unmögliche erreicht, nämlich wegen der Kinderlähmung kann er nicht laufen, aber er tanzt. Und wie? Auf seinen Krücken fliegt er durch die Luft und hat damit auch eine richtige Weltkarriere gemacht. Dank seinem Erfindergeist und seinem Durchhaltevermögen ist er zu einem erfolgreichen Unternehmen geworden und zu einem faszinierenden Professor, und das mit 33. Und sie war jahrelang eine Art kaputtlicher Knäuel der Nation und hat trotzdem als Skirennfahrerin nie aufgegeben. Der Lohn, Gold an der Olympiade Sochi, Dominique Gysin. Ja, und wenn man mit so einem Thema anfängt wie «Was zählt denn eigentlich im Leben?», dann ist ja schon fast traditionellerweise immer wieder die Philosophie angesagt, die solche Fragen beantworten kann. Schon seit den alten Griechen befassen sie sich mit der Frage, woher kommen wir, wer sind wir und woher gehen wir. Mein erster Gast ist Philosophieprofessor. Aber er behandelt ein ganz besonderes Thema. Die Frage nämlich, können denn eigentlich neben uns auch Tiere denken? Haben sie eine soziale Intelligenz? Spannende Erkenntnis, denke ich, wir können herausholen. Darum herzlich willkommen, Professor Markus Wild. Herr Wild, wir kommen ja zu zweit. Herzlich willkommen. Willkommen, guten Abend. Nehmen Platz. Als Tierpsychologe, respektive als Tierphilosoph, kommt man natürlich nicht allein, sondern in Begleitung. Wie ist der Wertname von eurem Begleiter? Das ist der Titus. Der Titus. Heisst das, ihr tut zusammen zwischen ihnen philosophieren? Nein, das nicht ganz. Aber er ist immer dabei, wenn ich philosophiere. Also er ist beim Unterricht dabei, wenn ich Vorlesungen mache. Das heisst, er sitzt auch in der Uni dabei, im Vorlesungssaal? Genau, das ist ein Hund, der immer dabei ist. Und Sie sehen auch jetzt, er ist angenehm, er ist interessiert, er schaut umeinander. Und gibt er zwischen ihnen auch Kommentare ab, wenn das Herrchen professoral nicht so spannende Aussagen macht? Er schläft viel und wenn ich so Sachen behandle wie Gottesbeweis oder abstrakte Gegenstände, dann gähnt er manchmal herzhaft. Aha, zum Vergnügen der Studentinnen und der Studenten. Die wachen dann wieder auf, wenn er fertig gegähnt hat. Ihr befasst euch mit Tierphilosophie. Ich bin jetzt immer der Meinung, Denken, das hat schon der Descartes gesagt im 18. Jahrhundert, können nur Menschen, weil sie haben eine Sprache und haben das die Fähigkeit, ihre Vernunft zu schärfen. Und Tiere, das sind in diesem Sinn instinktgesteuerte Automaten. Ja, das ist so eine Meinung, die lange vorgeherrscht hat. Und wenn Sie die Zeitung lesen, dann hat man ja fast jede Woche irgendetwas Neues, was die können, was wir entdeckt haben. Sie können Werkzeuge brauchen, sie können miteinander etwas unternehmen. Und das hat mich total fasziniert. Und darum habe ich gedacht, eigentlich müsste man das auch mehr in die Philosophie hineinziehen, die Resultate. Und schauen, was müssen wir eigentlich jetzt über Tiere denken, wie wir all die Resultate aus der Forschung ernst nehmen. Also was macht ein Tierphilosoph genau? Also ein Tierphilosoph kümmert sich zum Beispiel mal um die Frage,
ist eigentlich so viel von dem, was wir können, davon abhängig, dass wir reden können. Ja, man sagt immer, der Mensch, der hat es speziell, der kann reden, der hat Sprache und Tiere haben das nicht. Aber Tiere können ja wahnsinnig viel ohne Sprache. Und was mich interessiert hat, ist, dass ja viele Sachen wie soziale Kommunikation oder sich an Regeln halten ja gar nicht davon abhängig ist, dass die miteinander über die Sprache reden, sondern anders kommunizieren. Also heisst das, Tiere können denken und unter dem verstand ich, dass sie einander Sachen mitteilen können, dass sie einander vielleicht anlügen, dass sie sich austricksen, dass sie sich sozial verbinden, um ein grosses Ziel zu erreichen. Ist das so? Das ist zum Teil so. Und das sind für mich auch die interessanten Sachen. Früher hat man immer angeschaut, können Tiere irgendwie etwas manipulieren, ein Werkzeug brauchen. Aber in der letzten Zeit ist eigentlich viel interessant, wie verstehen sie einander. Und am besten geht es vielleicht an einem Beispiel. Also wenn man bei Kreien oder bei Hären, ja, die verstecken ja viel Futter, und um das später wiederholen. Und wenn jetzt die beim Verstecken von jemand anderem beobachtet werden, also ein anderer Vogel, dann gehen die nachher wieder ran und verstecken es neu. Weil die sind ja beobachtet worden. Aber jetzt kommt der Clou. Sie verstecken es nur neu, wenn sie selber schon mal einen anderen ausgeraubt haben. Aha, das heisst, Sie haben gelernt, dass wenn man nicht aufpasst, wird einem das Futter geraubt und darum muss man weitergehen. Jetzt sagt man immer, also du hast ein Spatzenhirn, Vögel haben gar kein Hirn. Ja, das ist noch viel. Das mit dem Hirn ist so eine Sache. Ich sage immer, das Hirn ist das meist überschätzte Organ, das wir haben. Die Tiere haben ganz andere Organe im Kopf. Die sehen ganz anders aus. Und trotzdem können die so viel. Und auch wenn etwas ein kleines Hirn hat, Katzen haben wahnsinnig kleine Hirn. Die haben einfach einen Haufen Falten drin. Die können aber sehr viel damit. Also ich glaube, man sollte nicht so stark auf unser Hirn schauen, sondern auf das ganze Wesen. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Ihr habt das Beispiel von den Kreien jetzt gebracht. Ja. Bei den Fischen hat man das Gefühl, also das ist irgendein Apparat, der schwimmt, frisst, vermehrt sich und irgendwann wird er vielleicht gefangen oder er stirbt. Ja, ja. Wo mich das anfangen hat interessieren, habe ich immer angeschaut, Hunde, Affen und Vögel, also Kreien. Und dann bin ich mal gefragt worden, ob ich nicht will, die neuen Forschungen zu Fischen anschauen. Und mein erster Gedanke war, ja, vor allem. Also, langweiligere und dümmere Tiere als Fisch gibt es wahrscheinlich nicht. Das schaue ich sicher nicht an. Und zufällig bin ich aber jemandem begegnet, der Fisch untersucht. Und der untersucht ein Zusammenspiel von zwei Fischen, einem Muränen und einem Barsch. Und der Barsch der jagt am Riff kleine Fische und die kleinen Fische die verschwinden dann in den Löchern und da kann er nicht rein. Und der ist jetzt dick und kommt nicht dazu. Genau, der kann nicht rein und der holt sich dann Hilfe, der holt sich Muränen und buxiert die zum Loch an und schickt die ins Loch hinein. Und die Muräne versteht das? Und die Muräne nicht so. Ist eher der Barsch ist so ein bisschen das Hirn hinter der Organisation. Also der schupft die einfach dort an. Der hat einen willigen Sklaven. Ja. Genau. Was der Barsch macht, ist wirklich, der lockt die an, der zeichnet den Weg vor und zeigt, wo sie hin muss. Also der stellt sich wirklich auf den Kopf und zeigt so aufs Loch. Und dann verschwindet es rein. Und die Muräne geht rein und das kleine Fischchen muss raus? Entweder geht es raus oder es wird von der Muräne gefressen. Also die Chance ist dann 50-50. Ja, das ist so quasi. Aber immerhin haben beide einen Vorteil. Sie haben beide etwas davon, ja. Lügen sich Tiere auch manchmal an? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil zum Lügen gehört ja ein bisschen, dass man die Wahrheit weiss, dass es der andere nicht weiss und hofft, dass der andere nicht weiss, dass man es weiss. Also das ist ja so ein kompliziertes Hin und Her. Aber was es bei Tieren gibt, ist eher so etwas wie Täuschen. Also sie tun so, wenn sie etwas zu essen gefunden haben, als hätten sie nichts gefunden. Und hoffen, das Alpha-Tier merkt es dann nicht. Also eher so Täuschungssachen. Und was für Tiere können das besonders gut? Schimpansen machen das zum Beispiel. Also wenn Schimpansen sehr aufgeregt sind, weil sie zum Beispiel sexuell erregt sind, dann probieren sie das einmal zu verstecken, dass es das Alpha-Männchen nicht sieht. Und das sind so Formen von Täuschung. Und dann tut man sofort über den Haken fressen und geht zum Weibli vom Alpha-Männchen. Genau, weil der hat ja quasi das Primat. Erdmännchen, das sind ja gelten auch als intelligente Tiere. Hat man da auch etwas herausgefunden? Ja, bei Erdmännchen ist eigentlich toll. Es gibt ja in Zürich so eine kleine Kolonie oben am Irchel, wo man erforscht. Und bei Erdmännchen ist es toll, dass die dauernd miteinander reden. Also wenn ich jetzt herumschaue, dann mache ich den Kontakt zu den Leuten immer mit den Augen. Und die Erdmännchen machen es eigentlich immer über Geräusche. Die haben immer so Rufe, wo sie sagen, ungefähr, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, und dann wissen immer alle Bescheid, wo ist der Rest der Gruppe. Und der auf dem Hügel steht, der hat eher so einen Ruf wie «Ich passe auf, ich passe auf, ich passe auf». Und so hat man eigentlich immer das Gefühl, was alle immer machen. Und das ist ein Wahnsinnszusammenhalt, einfach über das einfache Kommunikationssystem. Gibt es denn auch so etwas wie eine Schwarmintelligenz, wo man kann sagen, die hat auch mit in dem Sinn Denken und erfolgreichem Handeln zu tun? Ja, von dem war viel träge von der Schwarmintelligenz, aber eigentlich ist das gar nicht so eine intelligente Sache.
Also, wenn Vögel zusammen in einem Schwarm fliegen, dann ist das eigentlich eine einfache Regel, die sie folgen. Flieg immer dort hin, wo es möglichst dunkel ist. Und der Vorderste fliegt in eine Richtung und am Schluss gibt es einen Schwarm. Also so viel intelligente Leistung ist nicht drin, das ist also ein bisschen gehypt worden. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich finde, das müssen wir genau anschauen, um eine faszinierende, intelligente Leistung zu haben. Weiss euer Hund zum Voraus, was ihr werdet machen? Es kommt darauf an, ob gewonnen ist, um was es geht. Also wenn ich gewisse Geräusche mache, wenn er hört den Stuhl rücken daheim, dann weiss er, dass ich jetzt aufstand. Oder wenn ich die Leine nicht habe, dann weiss er es. Und was immer faszinierend ist, wenn ich mit jemandem rede und anfange, mich zu verabschieden, dann weiss er, glaube ich, vor mir, dass ich aufbrechen will. Ja, ich signalisiere, ja, jetzt haben wir dann langsam genug und so, und dann ist der Hund auch schon parat. Also der antizipiert eigentlich ziemlich schnell Zeichen. Also mit anderen Worten, die Krone der Schöpfung, nämlich der Mensch, ist nicht der Einzige, und ich sage das in Anführungszeichen, nicht der Einzige, der denkt. Ja, ich glaube, das ist das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben und wo mich einfach, wenn sie Kind fasziniert, andere Perspektiven auf die Welt, ein anderes Denken, eine andere Wahrnehmung. Und das ist das, was Tiere können. Was heisst das für unser Verhalten den anderen Kreaturen gegenüber? Ich glaube, es heisst vor allem Aufmerksamkeit. Also was ich wahnsinnig faszinierend finde an Tieren, und das kennt vielleicht jeder, der mit dem Hund durch eine Stadt oder durch eine Landschaft geht, dass man mit einem anderen Wesen die Landschaft oder die Stadt ganz anders wahrnimmt. Und wenn man aufmerksam darauf ist, wie viele Perspektiven dass es um einen herum gibt, dann hat man auch mehr Wertschätzung für das. Und das scheint mir eigentlich das Wichtigste zu sein gegenüber Tieren oder überhaupt gegenüber allem, was eine Perspektive haben kann. Heisst die Erkenntnis, dass andere Kreaturen in diesem Sinne auch Gefühl haben, vielleicht ein Schmerzempfinden, dass man grundsätzlich anders umgehen muss, auch mit Nutztieren? Ich bin überzeugt, dass das auf jeden Fall heisst, weil viele Tiere, und das meine ich die meisten Leute, haben Empfindungen, können Schmerz empfinden. Und viele sind auch der Meinung, dass das eigentlich nicht geht, dass man willkürlich diesen Schmerz zufügt. Aber es ist immer so eine Frage, wir vergessen dann schnell, dass Tiere eigentlich Empfinden kommen, sobald wir in Bereiche kommen, wo wir unseren eigenen Nutzen verfolgen. Und ich glaube, wir sollten mehr überlegen, ist unser eigener Nutzen immer so wichtig gegenüber dem, was Tiere für eine Empfindung haben. Also der Hund ist mein Haustier, genau, und die Kuh ist mein Filet auf dem Teller. Ja, und das passiert ja viel, wenn man Kälbchen sieht auf der Wiese, denkt man, jö, wie herzig. Aber in dem Moment blendet man aus, was das Kälbchen in einem Monat ist, nämlich das liegt bei mir auf dem Teller. Und sobald man das sagt, hat man das Gefühl, ah ja, stimmt. Also es sind wie zwei Welten, in denen wir leben. Es ist ja niemand, der sagt, das sind gefühllose Maschinen. Und das ist so ein bisschen wie ein schizophrener Umgang mit diesen Tieren. Also mit dem Bewusstsein, jetzt, was dir als Philosoph uns klar machen, dass Tiere empfinden, dass Tiere denken und dass Tiere auch ein Gefühl für Schmerz und für Freude haben, ja, impliziert das vielleicht einen kleinen anderen Umgang von unserer Gesellschaft auch mit diesen Kreaturen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde, die Schweiz ist da auf einem guten Weg. Wir haben viel gemacht bei uns und das finde ich auch etwas, was zukunftsträchtig ist. Und die Sensibilität wächst auch immer mehr. Und je mehr wir über die Tiere wissen, desto mehr haben wir das Gefühl, das sind wirklich eigenständige Perspektiven, ein eigenständiges Erleben der Welt. Und das ist doch auch etwas, was zählt, dass es diese Perspektiven gibt. Also vielleicht muss man das Denken, das man selber hat, nicht 1:1 übersetzen, sondern es gibt auch eine andere Art von Denken, die bei den Tieren stattfindet. Genau, das ist der Punkt, der mich auch als Philosoph interessiert. Ja. Ja. Weiss jetzt der Titus, dass unser Gespräch zu Ende ist? Nein. Aber er weiss es, sobald es ein Geräusch gibt, das das signalisiert, weil er kennt das aus der Uni. Wenn es irgendein Geräusch gibt, dann merkt er, jetzt ist es fertig. Also dann sage ich danke vielmals, Herr Professor. Alles Gute. Vielen Dank. Es wäre jetzt fertig. Er nimmt den Applaus entgegen. Jetzt können wir langsam gehen. Der Hund ist kamerageil. Das ist ein bisschen wie meine. Ja, wenn man jetzt die Frage stellt, ganz kurz zusammengefasst, was zählt im Leben, kann man eigentlich sagen, es zählt, dass man sich klare Ziele gibt. Es zählt, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hat und der Glauben an sich nicht verliert. Und es zählt, dass man nach Niederlagen auch wieder aufstehen kann und den Mut hat, zum Weitermachen. Und all diese Eigenschaften, die treffen auf meine nächste Gesprächspartnerin zu.
Sie hat es nach vielen Entbehrungen, nach vielen Schmerzen und vielen Unfällen geschafft. Sie ist vor 1,5 Monaten in Sochi ganz zoberst auf dem Podest gestanden und hat Gold geholt. Ja, und logischerweise hat das auch Tränen verursacht, nach allem, was passiert ist. 9 Knäuoperationen hinter sich, zig andere Brüche und auch immer wieder die Frage, soll ich weiterfahren? Und jetzt hat sie putzt Goldmedaille. Und da ist es, unser Goldmädchen. Ganz herzlich willkommen, Dominique Gysin. Gratulieren einmal, Dominique. Wow, Gold. Schön, hä? Der Applaus gehört euch. Ich habe kürzlich von der Florence Schelling eine Bronzemedaille in der Hand gehabt. Aber also, ich zittere ein bisschen mehr bei Gold. Nehmt Platz. Ist man sich eigentlich im Klaren, wenn man dort auf dem Podest steht, was da jetzt im Moment abgeht? Ja, ich glaube in dem Moment am meisten. Also es war sehr emotional natürlich. Das haben wir glaube ich auch gesehen. Und es war ein Moment, wo ich sehr bei mir selber war, wo ich auch sehr das geniessen konnte, in vollen Zügen. Man sagt, oder ich habe gehört, das Gerücht, ihr schlaft mit der Goldmedaille unter dem Kopfkissen. Stimmt das? Nein, nicht ganz. Am ersten Abend hatte ich tatsächlich die Goldmedaille um den Hals sogar, als ich eingeschlafen bin, weil ich dachte, immer wenn ich in der Nacht aufwache und denke, ui, ich habe alles nur geträumt. Da kann man sofort herlängen und sehen, nein, it's real. Ja, aber es war nicht so eine gute Idee. Am Morgen hatte ich recht Halskribbeln. Also es ist schöner, wenn man sie neben dem Bett hat, auf dem Nachttischli, und auch so kann man sich erinnern. Genau. Es war kein einfacher Weg an diesem Punkt. Und wenn ich Rennen anschaue und euch sehe, runterfahren mit 140, das ist ja Gladiatorenkampf auf dieser Piste. Was geht einem durch den Kopf, wenn man also das Loch absauset? Ja, wenn es optimal läuft, nicht so viel. Also am schnellsten ist man immer dann, oder am schnellsten bin ich, wenn ich nichts denke. Also wenn ich wirklich im Moment bin und den berühmt-berüchtigten Flow-Zustand habe. Es ist nicht so einfach, um das regelmäßig abrufen. Und da gibt es halt schon Momente, oder Fahrten, Rennen, wo man halt merkt, es läuft nicht, oder wo man sich aufregt, weil man einen Abschnitt verpatzt hat. Ja, es gibt natürlich auch Fahrten, gerade im Training, wo man mit einem gewissen Respekt an die Sache angeht, wo man auch mit einem gewissen Respekt auf eine spezielle Stelle oder einen speziellen Abschnitt kommt. Verschiedenste Emotionen. Auf 2 schmale Bretter und donnert mit weit über 100 das Loch ab. Hat man da zwischen nicht auch Schiss, dass etwas passiert? Mal logisch. Also mit meiner Geschichte sowieso. Ich habe mal gesagt, es wäre ja unnatürlich, wenn ich am Start stehen und finde, ja, das ist jetzt locker, weil ich bin genug Mal nicht so locker im Ziel angekommen. Mhm. Aber das gehört auch dazu. Das ist für mich auch ein Teil dieser Herausforderung, mit dem umzugehen und sinnvoll damit umzugehen. Auch lernen, das zu überwinden, aber auf eine gute Art und Weise, eben so, dass es im Ziel endet mit einem guten Resultat und nicht anders. Wenn wir jetzt schnell reinschauen in die paar Minuten, respektive Minuten und ein bisschen verquetschte Hundertstels dazu und eure Fahrt seht, dann denke ich, spürt man auch ein bisschen, was da alles abgeht. Es geht in einer rasenden Geschwindigkeit das Loch ab. Der Kommentar ist interessant, den wir jetzt gerade hören. Dominique Gysin schafft es an die Spitze mit 37 Hundertstel Vorsprung. 1:41,57. Und gleich auf Tina Maase, ex aequo mit Gysin. Das ist ja der Hammer. Das halte ich nicht auf. Dominique Gysin und Tina Maase gewinnen zeitgleich Olympiagold. Ich glaube, das hat es sozusagen noch nie gegeben. 2 mit in der Hundertstelsekunde genau der gleichen Zeit. Wie waren die Momente, wo ihr darauf gewartet habt, bis alle Resultate klar waren?
Schwer, lang und schwer. Also, es ist sicher die verrückteste Zeit in einer Leaderbox von meiner Karriere bis jetzt. Ja, ich habe einfach gezittert und ich habe irgendwie das völlig nicht realisieren. Ich habe bis zu der Tina nicht einmal damit gewagt darüber nachzudenken, dass es vielleicht eine Medaille gibt. Von Gold gar nicht zu reden. Also das war ganz verrückt. Ich bin einfach dort gestanden und jede, die kam, und dachte, oh. Bitte, bis langsam. Ja, also das war ein Zittern. Also ich bin es mir gewöhnt. Ich habe mein allererstes Weltcup-Podest mit dem Start Nummer 1 gemacht. Da bin ich auch bis zum 30, glaube ich, in der Leaderbox gestanden. Das ist immer nervös, aber also so war es noch nie. Ja. Das haben wir auch gesehen. Wenn man jetzt sich so überlegt, er hat 9 Jahre, fast 10 Jahre, seit er jetzt in diesem Skizirkus schon als Mädchen angefangen. Und so ein bisschen Revue passieren, was euch alles passiert ist. 9 Knochenoperationen, Innenbandriss, Hirnerschütterung, Mittelknochenbruch und ich glaube Meniskus. Etwa 100 Sachen habe ich noch vergessen. Sport ist wahnsinnig gesund. Dann tut es einem schon nur bei der Aufzählung weh. Wie motiviert man sich wieder auf die Ski zu stehen? Ja, das klingt jetzt vielleicht banal, aber es macht mich einfach so glücklich. Also schnell Skifahren macht mich glücklich. Das ist eigentlich alle Erklärung, die es braucht. Und alles andere, natürlich ist es ein schwerer Weg gewesen, es ist ein langer Weg gewesen, es ist ein steiniger Weg gewesen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich niemandem diesen Weg wünsche. Aber für mich ist es genau der richtige am Schluss. Und ich habe so viel erlebt, im Positiven und im Negativen, so viele Emotionen. Das ist ein ganz, ganz verrückter Weg. Also, hat es aber auch Momente gegeben, wo bei euch Zweifel auftaucht oder gesagt hat, nein, ich glaube, es bringt jetzt nicht mehr? Natürlich, also das wäre ja auch nicht gut, wenn das nicht wäre. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit diesen Zweifeln und auch mit diesen Verletzungen, die war extrem entscheidend gewesen. Und das hat mich halt bestärkt, in dem, dass ich das halt so gerne mache und dass ich da bereit bin, sehr viel in das zu investieren. Und ich habe vor allem das Glück gehabt, dass meine Knie immer wieder geheilt, also sehr gut sich regeneriert haben. Ich habe heute 0 Schmerzen. Ich kann das Programm machen wie die normale Mannschaft, sage ich. Und das ist alles andere als selbstverständlich und sicher die Basis, ja. Euer Freund ist Arzt. Habt ihr ihn auf dem Operationstisch lernen können? Nein. Nein, das ist ein Zufall. Ja. Wie seid ihr sagen, Schnee und Skifahren, schnell Skifahren macht euch glücklich. Wie seid ihr denn als Mädchen überhaupt auf das gekommen, auf die Sportart erstens und das als Beruf zu wählen? Ja, also ich glaube, einerseits sind natürlich meine Eltern begeisterte Skifahrer. Sie haben beide, glaube ich, die Liebe mit mir geteilt. Und andererseits bin ich ein ausgesprochener Wintermensch. Also als Mädchen bin ich noch viel schlimmer als jetzt. Ich habe gefunden, 20 Grad ist schon das absolute obere Limit. In der Zwischenzeit sind auch 25 Grad okay. Bei der Erwärmung, ja, die wir genau. jetzt zur Kenntnis nehmen. Aber nein, ich finde einfach Winter schön. Ich liebe den Schnee. Ich habe jedes Mal ist es für mich wie Frühling, wenn der erste Schnee fällt. Also ich glaube, was andere Leute empfinden, wenn die ersten Blumen sprießen, so geht es mir. Sind die Ski schon unter der Wiege sozusagen gestanden? Und ab wann seid ihr darauf umeinander gestolziert? Ich glaube, mit 1,5 bin ich das erste Mal auf Ski gestanden. Das ist ja schon verrückt, aber noch viel verrückter ist, dass auf jedem Foto, das es gibt aus dieser Zeit, habe ich so ein Smile. Und ja, das ist auch meine erste Erinnerung. Also es ist wirklich so. Hat einfach gepasst. Alle 3 Geschwister, euer Bruder und eure Schwester, neben euch sind im Skisport tätig. Kann man sich da auch helfen? Ja, absolut. Und ich glaube, vor allem das Verständnis, auch der Respekt gegenseitig und halt auch das Gespür, dass man genau weiß, wie es dem anderen geht, weil man fast jede Situation selber schon erlebt hat. Das hilft sehr. Und da kann man sehr viel voneinander profitieren und auch sich sehr, sehr gut und schön unterstützen. Ihr habt ein Studium angefangen, Physikstudium. Naturwissenschaften scheinen euch zu faszinieren. Physik spielt im Rennsport eine grosse Rolle. Ist das manchmal eine Hilfe oder eher eine Belastung?
ich glaube, ich bin sehr ein kopflastiger Mensch und das steht mir sicher manchmal im Weg. Aber andererseits gibt es auch Sachen, die ich vielleicht einfacher verstehe oder wo ich auch einen anderen Ansatz habe und einen anderen Input für zum Problem, wo sich jetzt technisch oder materialmäßig ergänzt, zu lösen. Also es ist beides. Mit 28 gehört man schon zu den älteren Semestern in diesem Sport. Heisst das, ihr lasst euch gleich früh pensionieren und nachher studieren? Ja, ich glaube nicht. Also, die Motivation ist im Moment sehr hoch. Ich habe sehr viel Energie. Ich freue mich riesig auf das, was jetzt kommt. Ich bin jetzt auch mit viel Elan am alles vorbereiten, um in die kurze Ferienpause und nachher vor allem ins Sommertraining zu gehen. Und ich freue mich sehr. Ich habe noch Haufen Sachen, die ich im Kopf habe, zu erreichen und hoffe, dass meine Knie mitspielen. Aber im Moment läuft es sehr gut. Wenn ihr jetzt in einem Satz sagen, was zählt für euch im Leben? Ist es der Plempo oder ist es auch noch etwas anderes? Ja, ich glaube, was sicher bei mir ein Gut ist, wo ich sehr schätze, ist Gesundheit. Dass ich heute eben beschwerdenfrei durch den Alltag und durch den Rennalltag gehen. Das ist für mich die Basis. Und was zählt im Leben? Die Emotionen. Ich glaube, das ist das, was am Schluss bleibt von dem Weg, den ich gewählt habe und wo mich durch das ganze Leben begleiten. Und darum als erstes Telefon nach der Goldmedaille als Omi, die miterleben, wie aufgeregt ihr war und wie gross die Freude war. Danke vielmals. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Und habt Sorge. Ja. Der Plempo ist ja jetzt daheim. Dominik, alles Gute. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, bei meinem nächsten Gast, da kann man wirklich sagen, er hat sowohl ein Forscher- und Erfindergen als auch ein Unternehmergen. Mit 21 hat er schon die erste Firma gegründet und ein paar Jahre später die nächste und das mit einer bahnbrechenden Erfindung. Er hat nämlich zusammen mit 3 Kollegen eine gescheite Computermaus entwickelt, nämlich eine, die lesen kann. In dem Sinne, sie scannt alles, was man ihr vorlegt. Aber nicht nur das. Sie ist auch noch fähig, das Dokument, das man in den Computer in dem Sinne scannt hat, kann man bearbeiten. Kein Wunder, dass der junge Mann sein Studium nach 1,5 Jahren schon abgeschlossen hat, wo andere 3-mal so lange haben. Kein Wunder auch, dass er neben der Dissertation die Firmen gegründet hat und jetzt mit 33 notabene auch noch Assistenzprofessor an der Universität in St. Gallen ist. Interessant, was er zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Alexander Ilic. Herr Ilic, einen schönen guten Abend. Ihr kurzes Curriculum ist ja tief beeindruckend. 2 Firmen gegründet, Professor schon an der Universität, Unternehmer mit einer eigenen Firma. Seid ihr eigentlich ein Wunderknabe? Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, ich hatte nur ein bisschen Glück mit den Sachen. Also zum Beispiel mein Studium habe ich so schnell abgeschlossen, weil einfach meine Kollegen, die waren schon 2-3 Jahre voraus. Und ich habe gesagt, ich gehe mit den Vorlesungen, ich gehe mit in die Prüfungen und habe halt die gleichen Prüfungen gemacht. Und Glück gehabt, die bestanden zu haben dann. In 1,5 Jahren, wo andere 4,5 haben. Wie haben eure Eltern reagiert, die schon mit dem Ausweis zurückgekommen? Ja, das war recht spannend. Bei der Diplomverleihung sind meine Eltern drin gesessen und meine Mutter hat eben so gemeint, ja, also die schauen ja alle irgendwie ein bisschen älter aus als du. Ich meinte, ja, das kann schon sein. Dann hat sie gemeint, ja, bist du sicher, dass du den gleichen Abschluss kriegst? Dann meinte, ja. Mal schauen, ob das dann so ist. Ja. Also sie hat selber gestaunt über euch. Ja. Mit 21, habe ich gesagt, hat er die erste Firma gegründet. Ja. Was war denn das für eine Idee, die dahinter gestanden ist? Ja. Also wir haben damals im Prinzip eine kleine Firma gemacht, so wie es damals jeder gemacht hat, so um den Dotcom-Boom, so im Internet Sachen verkaufen, alle möglichen Produkte, Schuhe, was auch immer, was die Leute dort machen. Und wir haben im Prinzip anderen Firmen geholfen, solche Systeme aufzubauen, so Shop-Systeme. Also ihr habt im Prinzip euer Wissen weitergegeben und so können euer Studium verdienen. Ja, genau. Gleich darauf ab, so während der Dissertation nebenbei, ist die nächste Firma entstanden. Ja. Die Erfindung von einer gescheiten Computermaus. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, also das ist so, ich glaube, viele Leute, die sagen immer, ja, ich möchte gern was machen, aber mir fehlt die Idee. Und ich glaube, man muss irgendwie einfach nur offen sein und dann stolpert man drüber. Und so ähnlich war es eigentlich bei uns auch. Die Idee, dass man eine Maus hat, die scannen kann, die hatten natürlich schon andere Leute. Das ist eigentlich eine geniale Idee, man hat schon in der Hand, man kann einfach was scannen. Und wir sind da gesessen an der ETH, haben immer überlegt, was könnte man denn zusammen machen. Also wir hatten eigentlich zuerst das Team, sagen wir, die verschiedenen Köpfe. Also das sind in der WG zusammen gewohnt? Oder? Nein, wir haben uns kennengelernt an der ETH, einen Unternehmergründungskurs, wo jeder so ein bisschen, sagen wir, so auf Unternehmergehen gepolt war. Und dann hat man überlegt, was macht man jetzt Cooles zusammen. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass man eigentlich aus der Idee, am Anfang nur so Spaß haben mit der Idee gearbeitet haben und haben gemerkt, naja, das wäre jetzt eigentlich tatsächlich ein gescheites Business. Und dann haben wir irgendwann den Schritt gewagt und gesagt, das machen wir es wirklich. Viele sagen, ich habe eine tolle Idee, aber den nächsten Schritt den schaffen sie wie nicht. Ja. Was braucht es denn? Ja. Also ich glaube, man darf nicht so auf die Idee fixiert sein, weil es war alles in irgendeiner Form schon mal da und ich glaube, was ausmacht, ist irgendwie so das, was die Leute mitbringen. Also ein Team ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn mir jemand sagt, er hat eine Idee, wie setzt er die Idee um, ist meine erste Frage, mit wem machst du denn das? Und wenn die Antwort ist, ich mache es alleine, dann sage ich, okay, dann erstmal jemanden finden, mit dem man es machen kann. Weil ich glaube, das hilft eigentlich schon mehr, als jetzt nur sich so auf die Idee zu fokussieren. Also das heisst, eigentlich was zählt im Leben, ist die Bereitschaft, seine Ideen mit anderen zu teilen und damit vielleicht sie auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Genau, weil ich glaube, jeder ist einfach anders, jeder hat einen anderen Charakter, andere Stärken. Und da spielt es eben, dann zusammen, dass wenn man das kombiniert, dann kommt was Tolles raus. Also der hat gesagt, wir wollen eine gescheite Computermaus. Jetzt würde ich die überhaupt zuerst einmal überprüfen. Ist die so gescheit? Also, der hat einen Computer hier und ja. Ich glaube, der Nino kann uns den jetzt bringen. Und jetzt tun wir doch gerade mal die Probe aufs Exempel machen. Ja. Das ist ein ganz normaler Computer. Das ist eure gescheite Maus. Genau. Und jetzt kann man mit dieser Maus was machen? So, also die funktioniert ganz normal wie eine normale Maus. Also man kann einfach so fahren und zeigen und die benutzen. Und was jetzt besonders hat, die hat da so einen kleinen Knopf dran. Ja, ich komme jetzt da mal da rüber, ein bisschen güchseln. Genau, und an der Unterseite hat es im Prinzip so ein Fenster, mit dem sieht die Maus, wo drüber ich bin. Und jetzt drücke ich einfach einen Knopf. Ja. Und jetzt sieht man quasi, was die Maus gerade sieht. Das heißt, also jetzt kann ich wie wild auf dieser Seite umeinander fräsen. Genau. Und die ist so gescheit und weiss genau, wie das zusammenkommt. Genau, die setzt das zusammen und das ist quasi das Schwierige. Man fährt beliebig hin und her und baut es dann so zusammen. Ja. Und das war eigentlich das, wo wir angefangen haben, das Problem zu lösen. Und jetzt habe ich das dann da. Jetzt tue ich es noch ein bisschen zurechtschneiden, dass es schön ausschaut. So. Und das kann das Müsli aus. Und jetzt kann ich auch noch an diesem Dokument arbeiten. Genau. Also zum einen mal kann ich es als Bild haben. Das ist jetzt ganz normal als Bild. Oder wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf das Word-Symbol, dann macht das gerade auf. Und jetzt sieht man, das kann man jetzt alles hier, das ist Text, den kann ich jetzt auch verändern. Das Bild hat er als Bild erkannt. Und jetzt kann ich gleich weiterarbeiten an dem. Also jetzt kann ich im Prinzip hier einen völlig neuen Text eingeben? Genau, jetzt kann man das noch ein bisschen erweitern und so weiter. Man braucht nicht mehr abtippen. Super. Ja. Eine gescheite Maus, die mehr kann als jede Maus vorher. Genau. Jetzt, die hat ja am Anfang nicht so ausgesehen. Wie hat er angefangen? Ja. Angefangen haben wir natürlich recht einfach. Wir haben eine Holzkiste genommen und haben einfach eine Kamera reingebaut. Aha. Weil der Trick einfach gewesen ist, Kamera nimmt ganz viele Bilder auf und wir setzen quasi die Bilder in Echtzeit zusammen. Das ist eigentlich das Schwierige. Und das war dann unsere berühmte Holzkiste. Also das ist mit der Holzkiste auf einem Dokument umeinander gefräst. Genau. Alle haben gedacht, die sind jetzt mehr Schucke. Genau. Aber am Schluss ist das rausgekommen. Wie lange hat er gehirnt, bis so eine Maus letztendlich entstanden ist? Ja, also die Kiste hat man relativ schnell und dann war es eigentlich so, da haben wir gesagt, ja, wie kriegen wir das jetzt mal zum Produkt? Und da hat man dann Gott sei Dank ein paar Investoren gefunden, die eben nicht gedacht haben, dass wir Mischugge sind oder was, sondern die einfach gesagt haben, ja, das könnte schon gehen. Ihr seid junge, wilde Leute, euch trauen wir das zu. Also die sind dann mal im Markt raus und haben gerufen, hallo, wir suchen Geld. Ja, nicht im Markt raus. Wir hatten ein bisschen Glück, es war gerade Finanzkrise, das heißt, die Leute haben gerade ihr Geld ein bisschen weggezogen von Börse und so weiter. Und es gibt ein paar Leute, die einfach bekannt dafür sind, dass junge Unternehmer unterstützen. Und solche Leute haben wir eben gesucht. Bei denen seid ihr anklopfen. Genau. Wie viel hat es denn gebraucht, dass das weitergehen konnte?
Ich kann jetzt einen genauen Betrag nicht sagen, aber typischerweise, wenn man ein junges Unternehmen macht, ist immer irgendwas im Bereich 500.000 bis 1,5 Millionen, so am Anfang, um es zu starten. Also eigentlich, wenn man das mit einer großen Firma vergleicht, ist das eigentlich fast nichts. Das ist für mich immer so, was ich so faszinierend finde, dass man mit relativ wenig Geld im Vergleich zu einer großen Firma so viel bewegen kann. Bis es so weit war, seid ihr zu viert zusammengehöckelt. Wie seid ihr denn über die Runde gekommen? Ja. Also bevor, dass wir natürlich die Investorengelder gehabt haben, mit denen wir uns auch selber zumindest ein bisschen Gehalt zahlen können, haben wir uns untereinander Geld geliehen. Und das also ihr habt noch ein bisschen von eurer Firma vorher? Ich hatte Gott sei Dank noch ein bisschen was gehabt, nicht sehr viel, aber so, dass es halt reicht. Ja. Und meine Kollegen, 2 von denen sind gerade mit dem Studium fertig geworden. Und als Student braucht man eh nicht so viel Geld. Das heißt, es ist sie relativ leicht dann ausgegangen. Also ihr habt da müssen ein bisschen verzichten. Und Schmalhans war angesehen. Ja, wenn man als Student dann so weitermacht, das war nicht so viel verzichten, dann das war schon okay zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber man muss nicht meinen, es aber man kann jetzt kommt gerade von Anfang an auch noch ein Rechtsgehalt rein. In der Zwischenzeit seid ihr unternehmerisch tätig. Das heisst, das Patent habt ihr an eine grosse Firma verkauft. Ihr führt einen Betrieb von 20 Leuten. Ein Produkt, ist das nicht gefährlich? Ihr hängt an diesem Müsli. Es ist Gott sei Dank ein bisschen besser. Also wir haben das Patent, das gehört nach uns, und wir haben noch ein paar mehr Patente. Und was wir eigentlich machen, wir lizenzieren das. Das heißt ganz konkret, es gibt ganz viele Firmen, die stellen verschiedene Mäuse her und die kriegen von uns einmal die Lizenz dafür. Also die können nachher das zusätzliche Wissen, das die Maus hat, bei ihnen anwenden. Genau. Jetzt gibt es aber Konkurrenz von den Smartphones. Da fliegt ihr auf die Schnurren mit eurer Maus. Na, also im Gegenteil, ist eigentlich noch eine Chance für uns, weil was wir recht gut können, ist halt Bilder zusammensetzen, ganz schnell. Und beim Smartphone verwendet man nicht so eher die Textverarbeitung, sondern da geht es darum, dass man halt schöne Bilder macht. Und da haben wir jetzt gerade in dem Jahr auch das erste Produkt da, wo man auch ein super tolles Panorama machen kann. Also so was Apple heute macht, ist nur so ein Streifen, und bei uns kannst du halt beliebig wie bei der Maus auch das aufnehmen. Also ich kann mit meinem Fotoapparat oder eben mit dem Smartphone wild in der Welt fotografieren, und da gibt's. Das schaut dann so aus, als kommt es von einer professionellen Kamera. Super. Und das habt ihr jetzt schon bereits in der Pipeline? Das haben wir jetzt gerade gestartet, Anfang von dem Jahr, und würden wir natürlich jetzt auch schauen, dass es in immer mehr Handys zum Standard wird. Was ratet ihr jemandem, der sagt, wie der Illich möchte ich es auch machen? Was braucht es? Ja, ich weiß nicht, ob man das 1:1 nachmachen kann, aber was ich ein bisschen versuche, auch durch meine Assistenzprofessur in St. Gallen, irgendwie den Leuten zu zeigen, es ist gar nicht so viel Risiko, was man hat. Es gibt super viele Leute, die jungen Unternehmer unterstützen, die daran glauben. Ja. Und man findet auch sehr viele Leute, die mit einem zusammen auf den Weg gehen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man eben nicht versucht, alles alleine zu machen, sondern dass man eben offen genug ist. Und dass man auch Durchhaltewillen hat, oder? Ja, aber ich glaube, das ergibt sich im Team dann. Also man muss natürlich gewissen Ehrgeiz haben, das ist klar. Aber wichtig ist, jeder macht eigentlich mal auf und ab mit. Und dafür ist das Team das Wichtigste. Seid ihr denn schon als kleiner Giel ein Nerd gewesen, der 24 Stunden vor dieser Kiste ist gehockt und dauernd reingetippt hat? Ja, also ich habe schon mit 10 im Prinzip angefangen zu programmieren. Also insofern war ich schon ein kleiner Nerd, ja. Habe aber ehrlich gesagt auch zu dem Zeitpunkt hat es mich einfach schon fasziniert, dass man hat irgendwas im Kopf und man kann einfach mit einem Computer, was man sich überlegt, kann man dann da machen. Ob das jetzt ist, dass der Computer jetzt Musik macht oder irgendwas animiert. Das hat mir einfach unheimlich getaugt, dass man sagt, man hat es im Kopf und plötzlich sieht man, wie das funktioniert. Und ihr habt auch Geräte umgebaut und selber ausprobiert? Ja, also ein Gerät umbaut oder eben vor allem halt neue Software-Sachen geschrieben. Das hat mich unheimlich fasziniert. Und ist der Vater zwischen Ihnen froh gewesen, so einen gescheiten Sohn zu haben, der ihm Computerproblem gelöst hat? Also ich habe mich nie jetzt sonderlich gescheit gefühlt oder sonst was. Aber was halt einfach so witzige Erlebnisse noch waren, mein Vater hat mir mal Software gezeigt bei in der Arbeit, so Lagerverwaltung. Ich weiß nicht, war irgendwas sehr Teures. Sagt man, das geht nicht so gut, das geht nicht so gut. Da habe ich auch gemeint, kann ich nicht das mal selber probieren, selber mal sowas schreiben. Da habe ich im Prinzip eine komplette Lagerverwaltung geschrieben, ohne Ahnung von Logistik und so weiter zu haben. Einfach das gesehen, das kann man besser machen und dann einfach gemacht. Und Papa wurde befördert? Also ihm geht es auch gut. Ja. Also das heisst, man muss den Mut haben und einfach dahinter gehen und ausprobieren. Genau. Und dann denken wir, hat man noch eine Chance. Wie sieht die Zukunft aus vom Computer?
Also ich glaube, dass immer mehr eigentlich die Computer im Hintergrund verschwinden. Also das wird sicherlich noch spannend werden. Man sieht es jetzt zum Teil schon irgendwie, wie Autos irgendwelche intelligenten Funktionen haben. Für mich einfach auch spannend. Technik hat Vorteile und hat auch Nachteile. Und immer da, wo es unterstützt und wo man es eigentlich kaum merkt, macht es am meisten Spaß. Und das ist das Tolle mit der Maus. Es ist scheinbar ruht am Schreibtisch und in Wahrheit ist noch ganz tolle Funktion versteckt. Hat sie auch im privaten Leben neben dieser Maus auch ein Mäuschen? Ja. Also ich glaube, das ist sicherlich was hilft, vor allem wenn man halt irgendwie in so mehreren Dimensionen unterwegs ist, dass man einen sehr, sehr starken Partner hat, der einen da auch den Rücken frei halten kann, ist sicherlich was auch hilft, dass man noch ein bisschen mehr verrückter sein kann in der Berufswelt, und ein bisschen mehr ausprobieren kann. Und dass man auch privat noch den Plausch hat. Ja. Danke vielmals, Alexander. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Danke. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Ich gebe Ihnen das mit. Spannend, oder? Und man hat das Gefühl, es ist so einfach, aber eben Durchhaltewillen braucht es und der Mut, hinter der Idee zu stehen. Das hat übrigens auch mein letzter Gesprächspartner. Er hat eigentlich schlechte Voraussetzungen im Leben. Mit 8 Monaten hat er Kinderlähmung bekommen. Nach vielen Operationen ist er trotzdem für sein Leben eigentlich immer auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen. Laufen kann er nicht, aber meine Damen und Herren, er tanzt. Er tanzt wie ein Herrgott, und zwar auf Krücken. Und mit solchen atemberaubenden, tänzerischen, akrobatischen Übungen hat er über Jahre das Publikum vom Cirque du Soleil total fasziniert und ist mit seinen Fähigkeiten zu einem absoluten Weltstar geworden. Ja, und da ist er. Herzlich willkommen, Dergin Tokmak. Willkommen, Dergin. Herzlich willkommen. Schön sind Sie da. Schön viel Platz. Wenn man Ihre Bilder anschaut, ist man zutiefst beeindruckt und fragt sich, wie ist denn das überhaupt möglich? Zweifeln Sie manchmal selber daran, was alles noch möglich ist mit Ihren Krücken? Ja, also ich bin sehr zielstrebig und ich tanze halt sehr gerne und irgendwie auch sehr experimentierfreudig. Also ich versuche da immer an meine Grenzen zu gehen und mal gucken, wie weit man gehen kann einfach. Und wenn man während dem Tanz ist, irgendwie spürt man auch in dem Moment auch gar nicht so, irgendwie geht das oder geht das nicht. Es kommt einfach so automatisch einfach raus. Die Voraussetzungen in Ihrem Leben waren ja alles andere als optimal. Sie sind an einer Krankheit, an einem Virus erkrankt, den man in Europa eigentlich ausgestorben glaubte, nämlich Polio, Kinderlähmung. Wie hat sich das dann schrittweise auf Ihren Körper ausgewirkt? Was ist passiert als Baby und dann später als junger Erwachsener? Also Polio ist ja eine Infektionskrankheit. Also ich war zu der Zeit nicht geimpft und meine Eltern sind immer jedes Jahr in die Türkei gefahren, immer zu meinen Großeltern. Und da als Baby habe ich einfach diesen Virus da eingefangen. Und das ist eigentlich bin ich noch ein Glückspilz eigentlich, weil es hat nur mein linkes Bein eigentlich sehr stark beeinschränkt, was ich auch deswegen auch eine Schiene trage bis zu meiner Hüfte. Und mein rechtes eigentlich zu einem, ja, zum Teil eigentlich. Aber es ist eigentlich noch stark genug, dass ich noch drauf stehen kann. Damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Also Sie haben noch Gefühle in Ihren Beinen, aber keine Kraft. Ja, mein linkes Bein hat einfach die Knochenstruktur ist einfach nicht ganz mitgewachsen und die Muskulatur, deswegen trage ich auch diese Orthese, die mich stützt. Das rechte Bein ist also zum Teil noch, also Muskulaturen sind noch da, aber es ist meistens noch stark genug, dass ich keine Schiene bräuchte. In der Regel laufen Sie dann an den Krücken oder benutzen Sie den Rollstuhl? Beides eigentlich, je nachdem, also wie ich es eigentlich brauche. Also ich gebe auch, da ich viel mit meinen Händen arbeite, gebe ich denen eine kleine Auszeit. Jetzt gerade, weil wenn ich viel tanze und so, die brauchen die einfach ein bisschen mehr Freiheit. Auch so in meinem Alltag einfach habe ich auch die Möglichkeit, einfach meine Hände zu benutzen, wenn ich im Rollstuhl sitze. Es ist auch so eine Art wie ein Skateboard, kann man sich das vorstellen, oder ein Fahrrad, das ich auch benutze. Auch für mein Cardio-Training kann man sich das so vorstellen, dass ich dann die Krücken in die Hand nehme und dann mein Training hat dann für. Also es ist immer je nach Gemüt, wie ich mich fühle und so auf jeden Fall. Also ich versuche es mir halt so locker und easy zu machen, gestalten, wie es nur geht.
Sie haben einen türkischen Hintergrund, das haben Sie bereits erwähnt. Was hat Sie mehr behindert in Ihrer Jugend? Der Migrationshintergrund oder Ihre Behinderung? Wenn man so jetzt als erwachsener Mensch so das zurückguckt, ist es beeindruckend, das so zu beobachten. Irgendwie hat mich das eigentlich nie gestört. Ich wusste ja immer, dass ich eine Behinderung hatte, aber wusste eben nie, dass ich irgendwie, okay, ich bin jetzt hier nicht zu Hause. Also der Progress hat ein bisschen länger gedauert, bis man gesagt hat, okay, man ist irgendwie zu Hause. Und es war im Alltag immer für mich irgendwie ein größeres Problem. Irgendwie, okay, ist man jetzt da irgendwie willkommen oder ist man nicht? Und irgendwann hat man sich ja mit der Behinderung eigentlich ja... Die Behinderung war das kleinere Ja, Problem als Fall, die Integration in Deutschland dann mit aller Umgebung, die Sie dann auch meistern mussten. Ja. Wie sind Sie dann aufs Tanzen gekommen als 12-Jähriger? Also ich war ja von Person her war ich immer eigentlich sehr lebhaft. Also als Kind konnte ich nicht mal ruhig sitzen und ich habe ja schon mit 3 habe ich angefangen auf den Händen zu laufen und durch das, dass das ich ging schneller als mit den Füßen, ja, oder? Also das, was mir an den Beinen fehlt, ist einfach hat sich kompensiert auf meinen Oberkörper. Und Musik war auch schon immer etwas, was mich immer bewegt hatte. Und als dann doch der Hip-Hop zu uns nach Augsburg kam, war das eigentlich so die Sache, wo ich mich damit identifizieren konnte. Die anderen, die haben getanzt und Sie haben zugeschaut, saßen im Rollstuhl und ein bisschen wehmütig. Ja, das war nicht so. Mein Cousin hat mich da ein bisschen so einen kleinen Schubs gegeben. Also der hat mir dann so meine Kassette mitgebracht, wo ein Tänzer auf Krücken tanzte. Und der hat mich eigentlich dazu begeistert, da anzufangen. Also ich habe mir einfach gedacht gehabt, wenn er das kann ich das auch. Brauchte es Mut, dann plötzlich in den Kreis zu treten, wenn alle zuschauen, die anderen bewiesen haben, was sie schon für tolle Moves machen können, dass Sie dann mit den Krücken sagten, so und jetzt zeige ich es denen auch? Es kostet auf jeden Fall sehr viel Mut, in die Manege mal reinzukommen, aber diesen Schritt hat mir mein Cousin genommen, indem er mich einfach nur reingeschubst hatte. Und als ich das Sie fielen sozusagen ja. In den Kreis und mussten dann loslegen? Ja, so ungefähr. Also in der Euphorie war einfach keine Zeit da, irgendwie da nachzudenken. Also man hat da einfach mit der Musik einfach man war einfach irgendwie dabei einfach. Und es ist, man lässt sich einfach flowen, sagt man so bei uns. Sie haben dann wirklich hart trainiert, denn Sie sind ehrgeizig, Sie wollen immer weiterkommen. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als der Sohn plötzlich vielleicht nicht ein Studium ins Auge gefasst hat, sondern Tänzer werden wollte? Es war ja nicht immer so, dass ich vom Tanzen gelebt habe. Ich habe zuvor eigentlich einen konventionellen Weg gehabt, habe als technischer Zeichner gelernt. Meine Eltern waren immer natürlich sehr besorgt um mich, und weil ich ja immer versucht habe, meine Tricks auf diesen Krücken zu machen. Deswegen habe ich das auch immer heimlich gemacht. Also wenn die nicht zu Hause waren, habe ich immer heimlich trainiert. Und im Nachhinein natürlich hat sie das immer auch selber entwickelt. Ich habe auch heute noch ein paar Narben in meinem Gesicht, wo ich wahrscheinlich im Wohnzimmer noch gefallen bin. Und die mich noch daran erinnern. Auf jeden Fall habe ich sehr hart trainiert, dass ich überhaupt zu diesem, sage ich mal, zu diesem Level überhaupt gekommen bin. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist auch nicht hart für mich gewesen. Es hat einfach alles Spaß gemacht. Also hat sie das so einfach... Sie hatten dann auch erste Erfolge mit einer Hip-Hop-Gruppe im Breakdance. Sind Sie unterwegs gewesen mit einer Band, sozusagen als Tänzer und Vorgruppe. Aber dann kam der große Moment. Der Cirque du Soleil hat Sie angefragt, ob Sie bei diesem renommierten Unternehmen nicht auch mitmachen wollten. Waren Sie sich bewusst, was das bedeutet für Sie? Zu der Zeit kannte ich Cirque du Soleil nicht so gut, also ich kannte ihn vom Fernsehen, und es war auch schon der Zeitpunkt, wo ich eigentlich ja schon fast aufhören wollte zum Tanzen, weil ich war schon mittlerweile 29 und ich wollte mir natürlich, was mache ich jetzt? Okay, gehe ich wieder den Weg, gehe wieder zurück ins Büro, mit dem Tanzen wusste ich auch nicht mehr, wie es läuft, und da kam halt dann dieser Anruf von Cirque du Soleil, und ich kannte ihn noch damals nicht. Ich habe es dann natürlich sofort meinen Freunden erzählt, die mir das dann erklärt haben, genau, und da war mir dann bewusst, okay, was das eigentlich für eine Chance jetzt wieder ist. Ein riesiges Unternehmen, das weltweit unterwegs ist, das aber auch unglaubliche artistische Forderungen an seine Mitarbeiter stellt. 800 Vorstellungen haben Sie getanzt. Kommt man da nicht total... Also 2000. Ich weiß nachher, aber also im ersten Schub. Kommt man da nicht schnell an die Grenzen? Naja, aber wenn man natürlich ein Angebot vom Cirque du Soleil bekommt, es ist natürlich das Größte überhaupt, was gewesen war. Und zu der Zeit war ich dann auch wirklich auch motiviert, da wirklich alles mitzugeben. Und irgendwann natürlich merkt man auch gar nicht in der Euphorie einfach, wo sind da die Grenzen da. Und ich wollte ja natürlich auch nicht blöd dran stehen und natürlich auch
meinen Teil dazu einfach zeigen, Das einfach Beste wie weit geben. ja klar, weiß einfach jeder, man pusht sich gegenseitig einfach. Und dann komme ich jetzt zurück auf die 800 Vorstellungen. Nach 800 Mal geschah es, Sie hatten einen Unfall. Wie fühlt man sich da? Natürlich war das da wieder ein Knockout, kann man sich das vorstellen. Und die Erfahrung hatte ich nie gemacht. Also ich hatte mir selber noch nie so in der Art verletzt, dass ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt wirklich mal Respekt vor dem, was ich da gemacht habe. Vorher war da irgendwie, man hat da nie so richtig drauf geachtet. Ich kann alles und es kann mir nichts geschehen. Genau, also dieses so in Gefühl. dieser Art. Aber ich glaube, es war eine wichtige Erfahrung für mich, einfach mehr Respekt vor meinem Körper einfach zu haben. Und dass man dann doch schon ein bisschen aufpassen muss. Und die Erfahrung war für mich auf jeden Fall Gold wert. Sie haben sich zurückgekämpft, gearbeitet, nicht aufgegeben und weitere 2000 Vorstellungen getanzt. Was hat Sie motiviert, dann weiterzufahren? Die Langeweile. Also mir war auf einmal langweilig. Ich habe mir das einfach zu der Zeit, ich konnte mir einfach kein Leben ohne Tanzen vorstellen, weil das gehört irgendwie dazu. Und das war einfach in der Zeit, wo ich verletzt war eine Riesenpause, die mich da einfach in die Ecke geschmissen hat. Und ich habe mir einfach gedacht, das bin nicht ich. Ich muss wieder raus. Ich muss mich bewegen. Ja, muss mich wieder bewegen einfach. Das ist eine eigene Sprache. Das ist sowas wie ein Yoga für mich einfach. Der Körper und Geist muss immer etwas zusammen einfach. Das ist ein Teil von mir und das muss zusammengehören. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihr Leben. Was wollen Sie den Lesern darin mitteilen? Ich möchte einfach meine Geschichte mit vielen Menschen teilen, weil es einfach, ich denke, eine einzigartige Geschichte ist. Und ich möchte einfach damit zeigen, dass es einfach keine Grenzen gibt, wenn man einfach Träume hat. Also ich möchte einfach jedem zeigen, ob behindert oder nicht behindert, dass man einfach in jedem ein Talent steckt. Und man muss es einfach rauspushen einfach. Und man muss den Mut haben, dann auch an sich zu arbeiten, nicht? Auf jeden Fall, ja klar. Sie sind jetzt 40. Wie lange kann man das noch machen? Es ist eine Frage, die man einfach sich als Akrobat sich weniger nicht stellt. Also ich denke mal, es wird noch einige Zeit geben, weil ich habe jetzt nicht so eine große Konkurrenz jetzt wie bei einem Balletttänzerin. Und ich denke, dass es noch sehr lange gehen wird. Und auch wenn es morgen wahrscheinlich irgendwann mal Schluss wäre, wenigstens habe ich es versucht auf jeden Fall. Aber bis jetzt bin ich ja noch auf Tour und so soll es auch noch bleiben. Sie sind mit Nadeschkin, Ursus und Nadeschkin auf Tour. Macht man sich dann Gedanken, was zählt nachher in meinem Leben, wenn das nicht mehr ist? Ich bin mehr so einer, der den Moment genießt. Also man soll Vergangenes vergangen lassen und einfach die Zukunft einfach mal auf sich zukommen lassen. Ja. Schöner könnte man kein Schlusswort finden. Hm? Danke vielmals, Dirki. Vielen herzlichen Dank. Und passen Sie auf. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie noch einen Moment hier. Meine Damen und Herren, das wär's ja schon gewesen und man könnte es nicht besser sagen als der Bergin. Jeden Tag zu genießen und zu wissen, dass man das soll auf sich zukommen soll. Denn manchmal ist vielleicht die Zeit, die man geschenkt bekommt, kürzer als man meint. Und der Tod klopft schon ein bisschen eher an die Tür, als einem das lieb ist. Und genau das ist einem grossartigen Schriftsteller, Urs Widmer, passiert. Er ist die letzten Tage gestorben und das ist auch der Grund, dass jetzt auf diesem Sender es nicht mit dem NZZ-Format weitergeht, sondern mit einer Sondersendung rund um ihn, mit seinen Gedanken, die er sich zur Schweiz gemacht hat und vielleicht uns auch noch im Nachhinein ein paar Ideen kann geben, wie wir unser Land könnten sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer Woche wieder und bis dann. Ciao zusammen. Danke vielmals. Ich beruhige Herzen. Ich bringe die Herzen zum Lachen. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte Eschbacher.